Heute ist eine schwere Geburt. Ja. Habe die Rekord. Servus, Alter. Jetzt haben wir noch mein T-Shirt so wieder. Ja. Ist nicht wieder so fett ausschaut. Ja, ich habe beim letzten Podcast habe ich auch versucht, gerade da zu hocken, aber das ist halt ein totaler Abfuck, weil ich sitze halt auch nicht gern so gerade da. Ich müsste ja so da hocken. Ja. Das schaut ja urweg aus. Ja. Wir waren halt wieder bei unserem Lieblingsfriseur beim Lions Barbershop in Deutsch. Ja. Und der Kerl hat mich kahl geschoren. Ja, am Bart, Ist nicht mehr viel Bart da. Ist er. Müssen wir uns das nächste Mal besser abbrennen. Ja. Aber passt, der wächst dann nach und jetzt weiß ich mal, ist gut, wenn neue Haare nachkommen. Ja. Nicht immer die alten Grausen. Hast du einen Tierfakt für mich? Hast du gewusst, dass Pudel zur Kanalreinigung genutzt wurden? Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden Pudel in Paris zur Kanalreinigung durch die Kanalisation getrieben. Hast du gewusst, dass wir den Tierfakt schon gehabt haben? Nein. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Doch, haben wir schon gehabt. Vielleicht war das dann, war das bei einem der Podcasts mit dem Harry oder so. Aha. Auf jeden Fall haben wir den 1000% schon gehabt. Jetzt bin ich Hätte ich aber auch gespannt. gesehen. Stimmt, ja. Ja, dann musst du einfach vergessen. Ja. Haben. Dann ein Blackout gehabt. Ja. Ja, hab ich gewusst. Kurzer Wochenrückblick. Was ist passiert, Alter? Jetzt habe ich mein Mikrofon noch mehr bewegt, ich bin so paranoid. Ja, ist ja gut. Ja, das sollten wir lösen. Das Problem sollten wir definitiv fixen. Du kannst natürlich einfach den Verstärker ausstellen. Aber schreib's mir mal in die Kommis, wie das rüberkommt, dass wirklich bei jedem Podcast. Ich habe noch nie einen anderen Podcast gehört, wirklich noch keinen einzigen, wo im On aufgestanden worden ist, um irgendwas zu überprüfen. Gleich her, nicht viele Podcasts. Ja, ich glaube, die Leute dann halt dann rausschneiden, aber Ja, aber was machen wir das halt hat nicht. mich gar nicht. Also das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass sie entschuldigen für die schlechte Soundqualität, wenn sie halt gerade irgendwo im Hotelzimmer aufnehmen. Aber die ist ja auch besser wie das, was wir hier fabrizieren. Ja. Und wir müssen uns eigentlich gut kennen, gell? Ich meine, das ist unser Job unter anderem. Ja. Naja, ein Wochenrückblick, Kid Rap. Wenn mich nicht alles täuscht, sind 2 Auftritte. Es waren 2 Auftritte. Leck mich am Arsch, es ist viel passiert. Ich habe Ja. 2 Auftritte, ich habe Geburtstag gehabt. Ja. Dann fangen wir mal mit dem ersten Auftritt an. Shoutout an die Organisatoren von Hurleywood. Leckt mich am Arsch, habt ihr das gut gemacht, muss man jetzt wirklich mal sagen. Ja. Ich habe sehr wenige was ein Burschenverein, gell? Ja. Wenige Festel, die von einem Burschenverein organisiert worden sind, erlebt, die so gut organisiert waren. Ja. Die sind alle ziemlich geil organisiert, aber das war geisteskrank. Was die da, also ich habe mal ein bisschen mit dem Vorstand geredet, mit Felix. Er hat gesagt, die haben eine eigene Stromleitung, haben sie Gramm und eine eigene, ich glaube Abwasser auch. Okay, krass. Die haben so Gas gegeben. Und diese Arschlöcher, diese geilen Wichser, haben scheinbar unseren Podcast gehört und daher gewusst, dass ich Geburtstag habe. Ja. Jeder ist hergekommen, hat mir gratuliert, war mir fast unangenehm. Ja. Dann haben sie mir noch einen Kuchen gemacht, extra. Also im ganzen Kühlwagen habe ich mir einen super Kuchen aussuchen dürfen. Der ist mir dann von 3 nette Mädels ganz liebevoll überreicht worden. Shoutout an Melli, unsere, sag ich mal, Artist-Carerin. Ja. Die war den ganzen Abend für uns ready und hat eine viel zu gute Laune verbreitet. Macht mir fast immer noch ein bisschen sauer. Ja. Hat uns auch nichts gefällt auf jeden Fall. Also es ist wirklich alle 20 Minuten gekommen und hat gefragt, ob wir irgendwas brauchen. Und dementsprechend haben wir eigentlich selten was brauchen können, weil es immer gleich gelöst worden ist. Shoutout an diese an die beste Brotzeitplatten, Top 10 Brotzeitplatten meines Lebens, ungelogen, weil die haben einen eigenen Käsesommelier in der Burschenschaft, eine Käsesommelierin. Ja. Die haben noch nie so einen guten Käse Ja, der Käse so war richtig unterschiedlich gut. guten Käse. Also leck mich am Arsch, es war und dann auch noch Schnitzel geben. Ja. Tja, Gluber, ihr seid essen gegangen, selber schuld. Ja. Wart mal da bleiben, war saugut. Nein, war alles top, also wirklich. Bin wirklich, Bier gleich im Kühlwagen direkt neben unserem Backstage-Container. wow, ja. Alles da, Schnitzel war gut. Im Backstage-Container war Eckbank. Ja. Auch alles richtig gut drauf, muss man sagen, also auch für die Burschen. Ja, glaube ich, die für Vorverkaufszahlen. Festdamen, ja. War ja gut gelernt. Ja, glaube ich, waren, also ich möchte mich nicht festlegen, weil die Leute dann doch schon relativ an Sitzen gehabt haben zum Schluss, die wo die Zahlen genannt haben, aber irgendwie so irgendwas zwischen 1800 und 1900, glaube ich, war es zum Schluss. Der letzte nüchterne Vorverkaufsstand waren 1500. Ja. Aber ja, war geil, gute Stimmung. Ja, also ich bin einer meiner absoluten Lieblings-Bierzeit-Auftritte. Ja.
Hat einfach Spaß gemacht, war ein geiler Abend, haben schön getrunken, haben schön gegessen, gute Gespräche geführt, geilen Auftritt gehabt. Ja, wieder ein bisschen Zirkus gewesen. Wieder ein bisschen Zirkus, stimmt. Der Cats Music war wieder da. Ja, der Mike war dabei. Mike war auch dabei, stimmt. Tom, Kameramann. Ja, da kommt dann noch ein Vlog raus. Paddy. Der Paddy ist immer dabei, aber. Paddy, der Paddy, hat sich an diesem Tag auch komplett selbst übertroffen, ist uns gesagt worden. Also der Sound muss draußen so fett gewesen sein, dass die Leute nur so die Ohren geschlackert haben. Also auch hier. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also das war ein rundum perfekter Abend und das Geile war, das war ja war das am Donnerstag oder am Freitag? Das war Freitag. War am Freitag und am Samstag habe ich mich entschieden, dass ich dann direkt meinen Geburtstag feiert. Ganz eine kleine Runden. Ja, ein bisschen grillt. Da sind einige Dinge schief gelaufen. Smoking-mäßig. Ich habe nämlich einen Grill geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Und zwar ist das der El Fuego Amazonas Kombi-Grill mit 4 Funktionen getrappt. Du möchtest wissen, was kann er alles, gell? Ja. Es ist einerseits ist es ein Smoker, dann kann ich ganz normal mit Holzkohle grillen, dann kann ich mit Gas grillen und dann hat er noch diese ultra heiße Gasplatten, wo ich dann halt auf 1 Milliarde Grad mein Steak machen kann. Ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Ja. Und der Grill macht mich so glücklich wie schon seit längerer Zeit nichts mehr, muss ich jetzt wirklich sagen. Ja. Also klar, unsere Platinkarten, die haben mich happy gemacht. Aber ansonsten war jetzt schon länger kein Geschenk. Ja, theoretisch, das, was ich von dir geschenkt gekriegt hätte, hat mich auch sehr happy gemacht. Der Kid Rap hat mir nämlich, jetzt hat sie revanchiert bei mir und hat mir eine Smith & Wesson 44er Magnum geholt, die Competitor Version. Allerdings hat er sich ein bisschen verlesen und das ist eine Pistole, die mit Pellets schießt. Also das sind so kleine, ich schätze, das ist das, was... Es hat so ausgeschaut wie das, was mir ins Luft geweiht wird. Ja. Und damit können wir nicht aufeinander ballern. Ich überlege gerade, ob wir das nicht letzte Woche schon verzeiht haben. Kann sein. Aber wann? Haben wir am Freitag... Scheiße, wir haben am Freitag Podcast gemacht, ja. Also oh ja, dann dein Herz weg, dann vergesst das, was ich gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich glaube, ich habe auch was im Kopf. Ja, scheiß drauf. Also egal, vielleicht verwechselt das auch damit, dass wir... Habe ich dann von meinem Grill auch schon erzählt? Nein, ich glaube nicht, denn... Da habe ich noch nicht gewusst, ob ich ihn kriege. Ja. Ja, sorry, falls wir uns wiederholen, das ist uns peinlich, das passiert sonst nicht. Erst den Tierfakt. Ja. Jetzt geht's bergab. Jetzt müssen wir da mal wieder neue Staffel, neues Branding, ein bisschen Themen anpassen vielleicht. Ja, einer hat gesagt, macht's es. Ja, ich habe ChatGPT gefragt und ChatGPT hat gesagt, solange wir Bayerns Most Wanted ausschreiben und es nicht anmutet wie das BMW-Logo, soll es eigentlich keine Probleme geben. Womit? Also, dass BMW uns anscheißt, wenn wir das als Ding machen. Also bist du gerade wieder pro nicht wechseln, oder? Ja, also waren jetzt ja nicht so viele Leute dafür. Also ich habe die Abstimmung ehrlich gesagt nicht gesehen. Es war unentschieden und die meisten war es wurscht. Okay. Ja. Na dann. Genau, das war mal, also genau, die Spare Ribs sind scheiße geworden. Da sind viele Sachen schief gelaufen. Einerseits die Temperatur hat einfach nicht gestimmt. Ich war nicht genug dabei, ich war mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache. Ja. Ich habe zu viele Spare Ribs nicht, aber mein Dad hat den Rippchenhalter nicht dabei gehabt. So überhaupt, glaube ich, waren manche Steine nicht ordentlich von der Metzgerei abgezogen. Nein, war auf jeden Fall drauf. War saureidig. Selber schuld, hätte ich nochmal nachschauen müssen. Ich war aber dabei gestanden. Nein, war bei ein paar eindeutig drauf. Fuck. Und ich habe letztes Mal auch ein paar so Grill-YouTube-Videos angeschaut, was mein YouTube-Algorithmus jetzt komplett zerstört hat. Und da haben manche gesagt, dass das für manche eine Delikatesse ist. Also die möchten das drauflassen. Ich kann die kotzen. Und das ist so widerwärtig. Das ist einfach... Ja, es hätte das Fleisch in der Kondom eingewickelt. Ich hasse es auch, kennst du es bei Händelbrüsten, ist auch manchmal so, dass da noch so ein weißer Film drauf ist, so eine Haut und die kriegst du fast nicht runter. Ja. Zerstört mir die ganze Hähnchenbrust, da könnte die richtig sauer werden. Ja, ansonsten aber auch schön getrunken geworden. Der Crazy K war endlich mal wieder da. Ja. Hat sich süß in seine Decke eingeschmuckt und auch ganz brav getrunken. Richtig gut zum Haben war er. Und dann Montag ist weitergegangen nach Beidl. Zum Feuerwehrfest. Ich glaube 150 Jahre Feier war es. Weiß ich nicht mehr, oder 125. Ja, irgend sowas. Ja. Auf jeden Fall hat man am Anfang in Beidl schon gemerkt, dass der letzte Tag war. Die haben ja schon 4 Tage, glaube ich, Festzeit gehabt. Festzeit in die Knochen gehabt. Haben auch unseren eigenen Container gehabt. Unser Artist Care da war super. Bei Sebastian, glaube ich. Sebastian, genau, ein geiler Typ. Absolut. Der hat sich richtig. Lieblingsaktion von Sebastian. Aber wie gesagt, wir machen da keine Sekunde lang einen Vorwurf, weil das ist richtig gerockt. Er hat wirklich alle 2 Minuten angefragt, ob alles passt. Wir haben am Schluss gefragt, hey, wie schaut es aus? Habt ihr zufälligerweise, damit rechnen wir ja eh nie. Ja.
habt ihr zufälligerweise ein Shuttle zum Hotel für uns? Weil in so kleinen Ortschaften ist oft gar nicht so einfach ein Taxi zum kriegen. Und wir waren ja Raben zu, gell? Weißt du, was ist? Und das Problem ist, dass der Sebastian auch eigentlich Feierabend gehabt hat und er hat gesagt, oh ja, das war eigentlich schön. Da war schon richtig schön an Sitzen gehabt. Aber wie gesagt, bitte Sebastian, das ist kein Vorwurf, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass du was getrunken hast und unser Schlagzeuger hier ist. Ja, mich freut es ein bisschen, dass wir dann für zumindest für die Feuerwehr das Festzeit beendet haben, mehr oder weniger. Also dass das gemeinsam unsere Party war und dass sie die dann auch alle schön weggeleicht haben. Das ist schön. Haben sie wirklich, ja. Ja. Aber haben sie sich ja schon vorab drauf gefreut. Also haben gesagt, liebe Freunde, haben sie gesagt, sie möchten dann, dass es Zeit nach dem Auftritt auch relativ bald. Ja. Und, aber haben es nicht gemacht dann. Nein, ja, was wurscht dann, glaube ich. Die haben einfach dann mit den Leuten gesoffen. Ja, wir haben zu mir dann gesagt, wir haben nicht damit gerechnet, dass es da so abreißt. Jetzt kommen die Leute, jetzt sind die viel zu gut drauf. Ja, ich muss aber ehrlich sein, auch wir haben nicht damit gerechnet, dass es so geil wird. Also Oskar hat als Erste gespielt, hat einen schönen Einstieg geliefert, hat die Leute schön warm gemacht. Waren aber noch nicht so viele Leute vor der Bühne. Ja. Und dann Auftritt Anja Bavaria, ist auch wieder uns Zeit. Schon die Leute richtig Bock gehabt. Ja. Haben wir gedacht, fuck, sind sie jetzt nur wegen ihr da? Waren ja auch alle vorn. Also ist dann echt schnell gegangen. Also Anja hat hinter der Bühne ins Mikro geredet, die Intro, und dann sind schon alle Vierer gekommen. Geil. Und waren dann auch, also ich bin auch kurz auf die Bühne, ich schieße mich ab und stark. Da waren die Leute schon on fire auf jeden Fall. Aber man weiß ja nie, ab und zu teilt es ja ein bisschen, aber die sind bei uns auch noch on fire gewesen und war dann richtig geil. Und dann ist noch der DJ Michael B. auf die Bühne, hat dann ein bisschen aufgelegt. Warum eigentlich? Ungeplant. Ja. Ich glaube, die wollten ein bisschen feiern, einfach die Feuerwehrler, und dann haben sie ihn nicht hochgeholt, weil sie wissen, dass er auflegt. War nicht weit weg. Die kennen ihn der wohnt nicht weit weg von da. Ja, und dann hat er da noch ein bisschen aufgelegt und bis um 5 in der Früh war er anscheinend da. Echt, oder? Ja. Wann sind wir? 1:30 sowas, oder? Ja, ich glaube, 1:30, sowas wird es gewesen sein. Ja. Auf entspannt. Ja. Aber wir haben die letzte Möglichkeit genommen, heim zum Kommen. Ja. Unkompliziert, sage ich mal. Ja, eine Stunde habe ich dann auch keinen Bock zu Fuß zum Gehen. Nein, vor allem nicht da. Und wenn es dann am nächsten Tag war ja Dienstag, wollte man eigentlich arbeiten. Ja, haben wir nicht so 100% umsetzen können. Aber einfach aus Zeitgründen. Ne? Ja, erst wir fahren dann 3 Stunden heim und dann eben irgendwas gepostet. Ja, Fotos habe ich noch gepostet. Ja, siehst du das. Ja. Da passt es ja gerade. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt mittlerweile haben wir unser Zeitmanagement auch schon gut im Griff. Ab und zu werden vor Ort, wenn wir warten, Reels draht, also wenn wir nichts da haben. Ja, es wird langsam. Profis schon. Ja. Wir haben jetzt Zeit, also wir sind jetzt gerade so ein bisschen auf dem Trichter, dass wir unsere 2 halbe auf der Fahrt nicht mehr saufen. Ja. Jetzt werdet ihr euch fragen, okay, warum machen die das? Sind sie schwul geworden? Ja. Ja, sind wir. Also sind schon längst schwer homosexuell. Also, ja, möchte jetzt aus dem kompletten Gottesgarten naschen. Mir ist das egal, alles was irgendwie so ein bisschen menschliches und Puls hat und einen Ausweis. Ja. Also alles was Auto fahren darf, nehme ich. Ja. Das ist eigentlich ein gutes Ding, oder? Alles was Auto fahren darf, kann man das so sagen? Darfst du ab 17. Ja. Also ich weiß nicht, ob das strafrechtlich ist. Weiß ich auch nicht. Darf schon einen 17-Jährigen. Also ich glaube moralisch ist es nicht okay. Ist mir egal. Ja. Aber das war ja nicht die Frage. Nein, überhaupt gar nicht. Ich fühle mich gerade auch angegriffen von dir. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die 18 sein muss. Ich glaube, wenn es 18 ist, bist du auf der sicheren Seite. Eher. Oder, ja. Jetzt gerade geht es einmal nur um eher. Ja, ich glaube, dann ist 17 okay. Ja. Weil da kriegt keine Hand. Also einen 17-Jährigen, der die schon ficken, einen 16-Jährigen wäre irgendwie pervers. Ja. Aber wenn er halt auch schon 17, dann ist halt wieder was ganz anderes. Dann ist halt wieder, werden die Karten komplett neu gemischt, muss ich sagen. Ja, wie dem auch sei. Ja. Wir haben, die lassen wir aktuell weg, weil, jetzt passt auf, wenn wir um 1 oder 2 losfahren, dann sind die wunderbar. Also es gibt ja nichts Geiles wie Autobiere, aber es sind auch Downer, muss man ehrlich sein. Weil dann kommst du an. Dann machst du Sound, dann ist erst einmal arbeiten, dann ist erst einmal Soundcheck. Natürlich trinkst du oft mit den Veranstaltern dann noch eine, aber du musst wirklich das immer am Laufen lassen. Ja. Und dann muss man sagen, darf einer keine mehr trinken. Genau, wenn wir noch ins Hotel oft müssen. Hotel müssen, Schlüssel holen oder auch wenn wir erst Spaß spielen, ein bisschen ins Hotel fahren, zum Wichsen. Ja. Dann oder schauen, wo die 17-Jährigen sind. Ja.
Meistens da, wo ich gerade wächst. Also, ja. Und dann ist der natürlich auch, sagt es wieder, der nur 2 saufen darf. Also von dem her, das ist einfach. Also ich muss sagen, ich werde nicht immer keine saufen fahren, da möchte ich mich nicht festlegen. Aber es ist schon, ich habe das Gefühl, es verlagert sich alles ganz angenehm ein paar Stunden nach hinten. Ja, ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass meine Performance dann dadurch besser wird, weil ich halt einfach 2 halbe weniger sauf. Ja, es ist faktisch so, dass man 2 weniger sauft und die machen. Also jetzt, glaube ich, die letzten Male waren wir immer so mit 4 halbe auf der Bühne. Ja, und dann auf der Bühne halt noch 1, 2 vielleicht. Ja, genau. Ja, das eher. Ich trinke jetzt, versuche jetzt wieder mehr auf der Bühne zu trinken. Ja. Scheinbar hole ich das da ein bisschen auf. Da muss ich mir nur noch was überlegen, weil ich weiß immer nicht, das schaut schon. Also. Und wir müssen es jetzt auch, haben wir es geschafft in Hollywood, aber in Beidl haben wir es vergessen, hat man keinen Jägerbull nicht. Ja, das geht nicht. Also den mag ich schon gern davor. Ja, der pusht einfach ein bisschen. Muss ja keine Lähmungsmischung sein. Nein. Sondern halt einfach was gut schmeckt und ein kleines bisschen pusht. Ja. Da müssen wir auch wieder drauf schauen, hast du recht. Weil hätte man gewiss gekriegt, gab's ja. Ja, haben wir einfach wieder versaut. Ja. Ansonsten muss man auch sagen, also beide Performances von sowohl in Hollywood als auch in Beidl, waren flawless. Wir waren komplett, in Beidl waren wir beide 100% fehlerfrei. Ja. Hat es gar nichts gegeben, oder? Nein. Oder hast du was im Kopf? Nein. Und in Hollywood fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Ja, da haben wir meist jeder verkackt, weil wir es nicht gehört haben. Ah ja, stimmt. Da waren wir kurz aus dem Takt. Aber da war, ja gut. Und auch die Zugabe mit den Glue-Boys. Nur du? Ja, nur ich, weil ich nichts gehört habe. Ja, weiß ich. Aber ich habe mich dann am Isaac seine Lippen orientiert. Der Arthur hat da eigentlich mit reingeholfen. Ja. Weil die haben sie ja gehört. Die haben sie gehört, ja. Ja, wurscht, die Leute. Egal. Was auch nochmal ein kurzes Lob aussprechen muss an die Crowd. Also in Hollywood war es klar, aber da war es nicht so überraschend, weil es ja Freitag war, dass die gut drauf waren am Suffen. Aber für das, dass es am Montag war und am nächsten Tag kein Feiertag, waren die Leute in Beidl eskalativ auf jeden Fall. Da aber auch nochmal das 18. Shoutout. Shoutout an Steenkofen. Lehn. Ja, Burschenverein, Lehn, Stocken, irgendwie sowas. Es ist die Kirche in Weidenberg, aber der Ort heißt nicht Weidenberg, sondern anders. Ja, das fällt mir jetzt gerade rein, Göglingen, irgendwie Scheiße, sowas. das ist jetzt peinlich. Ja. Fakt ist, die sind. Wir spielen am 18.07., das kann ich sagen. Schaut, wo wir am 18.07. spielen, sind, das sind die. Die waren zu 40 da. Ja. Mit denen haben wir noch ein bisschen Promo auch gemacht. Ja. Und die haben auch echt richtig geile Stimmung reingebracht, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also die haben die erste Reihe für sich beansprucht und haben da so Gas gegeben und es war jetzt, es ist nicht selbstverständlich, dass beim Auftritt die Leute sich immer bewegen. Ja. Und das war einer der Auftritte, wo die Leute auf die Schultern waren, wo sie miteinander tanzt haben, wo sie die ganze Zeit am Springer waren. Und das pusht die als Musiker so brutal an. Ja, es war ein Geben und ein Nehmen auf jeden Fall, weil da gibst du dann auch viel mehr Gas, weil du ja die Energie spürst und das geht dann wieder zurück, dann haben die Leute mehr Bock. Man hat einfach miteinander gefeiert, also muss man sagen. Shoutout an hier ist Mike und Harry. Die haben auch richtig Stoff auf der Bühne. Der Mike hat sich da mehrfach gedreht auf der Bühne mit der Gitarre. Der hat sich so in Leidenschaft und in Rage gespielt, dass er Seiten gerissen ist, aber professionell wie er ist, dass er sofort der Zweite geht. Das musst du dir mal vorstellen. Und in unserem Leben haben wir noch keinen Ersatz für irgendwas dabei gehabt. Und der Mike, 1 Sekunde hat es gedauert, zack, umgestöpselt, meine Gitarre. Da merkt man, er hat schon ein bisschen Erfahrung. Ja. Ich muss sagen, das macht mit der Band auch halt auch Spaß, wenn du die ab und zu umdrehst, weil wir zwar sind immer relativ focused, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da passiert ja in die Gesichter wenig, aber wenn ich mich zum Beispiel umdrehe und die singen hier, weil er gerade voll Spaß hat. Ich habe ein Video gesehen, wo er halt. Ja. Ich liebe den Kerl. Ja, geil, muss man jetzt einmal dazu sagen. Ja. Gut, haben wir es, oder? Dann haben wir noch, der Rest ist langweilig. Ja. Oder habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Thema der Woche: Hass und Negativität. Glaubt ihr hasst zu viel? Nein, ich hab gar nicht so. Also, ich sage sehr schnell, dass ich das hasse und das hasse. Ja. Aber ehrlichen Hass habe ich auf ganz wenig Dinge, auf ein paar wenige Menschen. Und das Hass ist schon ein sehr, sehr starkes Wort, weil Hass bedarf so viel Energie. Ja. Und das sind die Menschen tatsächlich oft nicht wert und die Zeit habe ich nicht. Ja. Es gibt ein paar, ich glaube, es gibt
wenn überhaupt 5 Leute auf der Welt, die ich wirklich hasse. Ja. Aber ich glaube, keiner davon hat mir Energie verdient, dass ich diesen Hass auch irgendwie Na. in irgendeiner Form. Der äußert sich nur, wenn ich es persönlich treffen hat. Na. Nein, also wirklich was hassen da jetzt glaube ich auch nicht. Also, war 2 Menschen, ja. Also wirklich nicht so hassen, dass ich jetzt da aktiv immer dran denke, sondern ab und zu gibt's dann denken wir so, was für ein Hurensohn. Ja. Aber jetzt auch nicht so, dass mir das, manche Menschen beschäftigt das ja tagtäglich, so ein Das Groll. ist, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir uns nicht lange mit sowas beschäftigen. Nein, mir ist auch echt viel scheißegal einfach. Das ist halt, und auch viele Menschen sind mir einfach scheißegal. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass es am besten ist, wenn man sich einfach auf sich selber fokussiert, also Voll. mit allem, weil dann Ich bin kommt man am weitesten. anstelle von Hass oder irgendwie die Schuld bei mir zum Suchen oder zum sagen, vielleicht hat er recht, bin ich ja mehr der Trotztyp. Also wenn jemand irgendwie was Negatives sagt oder irgendwas scheiße läuft, dann denke ich mir, okay, werden wir schon sehen. Ja. Wenn ich jetzt ein ganz erfolgreicher Musiker werde oder Tennisspieler. Ja. Oder All beides. diese Dinge. Es gibt wirklich wenige, es gibt Situationen, die ich hasse. Es gibt eigentlich wirklich nur 2 Sachen im Alltag, wo ich als sehr friedliebender und ruhiger Mensch ausflippe, und das ist im Auto, also im Straßenverkehr. Ja. Da muss ich wirklich sagen, weil ich diese Frechheit der Leute hasse, und jetzt meine ich nicht einmal die Radlfahrer, sondern ich meine wirklich andere Autofahrer, die sich erdreisten zu hupen, obwohl sie im Unrecht sind, weil es mir eben so sauer macht, das sind in einem kleinen Scheißdrecksauto, denken sie sind sicher. Ja. Punkt. Wie kommst du drauf, einen Mercedes-Fahrer zum Hupen? Ja, was fällt dir überhaupt ein mit dem Drecks Hyundai? Ja. Jetzt einmal ernsthaft. Ja, wo ich du darfst jetzt gar nicht bei mir auf einer Straße. Also da das nicht als Hass bezeichnen, was mir extrem schnell wieder macht, ist, wenn technische Sachen, die wo ich eigentlich verstehe und kann, nicht funktionieren. So eine Sachen. Also keine Ahnung, wenn jetzt ich muss bei der Playstation ein Update machen und das haut normalerweise einfach hier, wenn ich draufklicke und dann bricht es zum Beispiel immer wieder ab und ich möchte aber jetzt was machen. Ja, genau, wenn was unter Zeitdruck nicht hinhaut, das nervt mich. Aber das nervt mich. Ja, wo ich habe gerade gesagt, da werde ich jetzt wieder, aber ich spüre dann keinen Hass nicht. Nein. Nein. Letztens war ich, also eigentlich bin ich ein Mensch, der immer sagt, ich bin echt jemand, der sich nicht schnell aufregt, nicht so richtig schnell, vor allem wenn was schief läuft, weil man denkt, mein Gott, das ist jetzt so. An meinem Geburtstag habe ich mich zum ersten Mal aufgeregt, seit langem. Und zwar, weil Sind wieder große Rips bestellt worden? Nein, da habe ich mich aufgeregt, aber das war, wow, toll, wenn ich noch dran denke. Nein, das war, ich habe extra noch, bevor wir zum Auftritt gefahren sind, am Vormittag, habe ich meinen Pool komplett sauber gemacht und befüllt und einen pH-Wert geprüft und angesteckt. Und scheinbar ist der dann, hat es dann von dieser Steckdosenleiste, die ich angesteckt habe, was eigentlich eine gute ist, hat es die Sicherung gehauen. Und dann war der halt am Geburtstag nicht warm. Ah, okay. Und das ist halt was ich Dauert das so lang? Das dauert ungefähr so 12 Stunden oder länger, bis er die gewünschte Temperatur hat. Und das Problem habe ich nicht lösen können und das hat mich genervt. Klar, wir waren nicht reingegangen, aber... Ich glaube, das ist die Definition von First World Problem. Ja. Also ich verstehe schon, dass die aufregt, wenn man es geplant hat, aber... Ich wollte halt meine Leute was bieten. Ja, Fälle, ja. Und dafür habe ich ihn ja gekauft. Ich kaufe sowas nicht für mich. Ja. Ja, haben wir schon ein bisschen... Gibt es Kleinigkeiten, die so richtig nerven? Ja, bestimmt. Ja, viel Sachen wahrscheinlich, also Kleinigkeiten. Ich hasse es, wenn Leute, also was ich wirklich, ich sage oft hassen. Ja. Kleinigkeiten, die mich nerven, sind, wenn jemand Dinge in die Spüle stellt. Das regt mich richtig auf, weil die Spüle ist, entweder du stellst es in die Spüle und spülst es ab und lass es nicht 4 Tage einweichen, das ist die Ausrede, die lasse ich nämlich nicht gelten. Oder, also entweder du spülst es ab in der Spüle oder du lässt es raus aus der Spüle, das nervt mich. Das ist eine Kleinigkeit, die mich triggert. Ja. Ich finde über eine halbe Stunde Speck kommen. Ja, das mag ich auch nicht. Außer im beruflichen Kontext, da finde ich 10 Minuten schon schwierig. Das ist was ich ja... Vor allem unbegründet Speck geben und auch nicht noch Bescheid geben, dass du ich spart. Ja, es kann immer mal passieren, dass man schlecht, also passiert mir auch oft selber. Sonst,
viele sind die mich nerven wahrscheinlich. Jetzt fällt mir jetzt noch gerade nichts ein, was nervt mit denen. Mich nervt, wenn jemand einen Mülleimer auslädt und keine neue Tüten reintut. Ja. Jetzt, ja, was mir aktuell richtig nervt, und da gibt es keinen Supermarkt, den wo ich da ausklammern kann, ist, dass dieses verfickte Obst und Gemüse von denen teilweise schon schimmelt oder extrem schnell zum Schimmeln anfängt. Ja. Ich habe letztes Mal auch so zum Beispiel so Tomaten gekauft, diese Cherry-Tomaten, und da siehst du nicht alle. Ja. Dann mache ich es auf, tue eine raus und die drunter schimmelt dann. Oh ja, da. Und dann denke ich, also, Ich weiß ja nicht, muss man da alles wegschmeißen? Also man sagt, also bei Tomaten kann es noch gehen, sage ich mal. Ja. Aber man weiß ja nicht, weil der Schimmel. Ja. Ja, allgemein Dinge, die vom Ablaufdatum komisch riechen. Ja. Das mag ich auch nicht gern. Ja. Also die halt nicht mehr gut sind. Ja. Nachweislich. Insgesamt Unhöflichkeit mag ich auch nicht, wenn Leute unhöflich sind. Vor allem unbegründet. Ja, genau. Und in diesem Kontext vor allem nervt es mir oft stellvertretend. Ich hasse es, wenn Leute mit anderen Leuten schlecht umgehen. Ja. Sei es mit Bedienungen, Ja. mit Kassiererinnen oder allgemein mit Leuten, von denen sie ausgehen, dass sie gesellschaftlich unter einer stehen. Ja. Und das lassen sie spüren und das macht mich auch sehr, sehr sauer. Ja. Sowas, also, und Leute, die zweite Kasse bitte rufen. Ja. Das sind die schlimmsten Menschen auf der Welt. Ich denke mir dann immer so, also ich schätze, die Kassiererin hat jetzt auch keinen Bock, dass da 2 Meter Schlange ist und alle sich fad anschauen, sondern die werden schon einen Grund haben, warum sie es gerade nicht machen können. Ja. Das sehe ich auch so. Oder dir wird halt gerade was einräumen und dann musst du halt jetzt einfach mal kurz 3 Minuten länger warten. Ja. Und das wärst du schon hinkriegen, du Arschloch. Ja. Denk immer. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ja. Sonst. Wenn die Shake-Maschine beim Mac nicht geht, Ja, das ist auch aber das ganz ist für schlimm. mich keine Kleinigkeit, um ehrlich zu sein. Das mag ich auch nicht gern. Ich bin auch kein Fan von geizigen Leuten. Das mag ich auch nicht. Ich mag Freibierlädchen nicht. Nein. Also wenn man merkt, das gleicht sich nicht aus, Ja. dann macht es halt auch weniger Spaß. Ja. Vor allem, es macht halt doppelt so viel Spaß, sie gegenseitig immer mal wieder was auszugeben, wenn sie es ausgleicht. Das ist ja Fühlen sie beide gut. erstens, ja, und das ist auch einfach unkomplizierter. Wenn du jetzt 4 Leute bist und jeder Zeit da unten, Ja. dann ist der. Sag ich so eine mal, tu den Hummer, das andere Mal ich halt dann die Krevetten mit dem Kaviar. Ja. Und im Endeffekt gleicht es immer aus. Ja. Sind Deutsche zu negativ? Ja, also ich weiß nicht, wie viel. Ja. Ich weiß nicht, ich habe leider nicht den Vergleich zu anderen Völkern, aber ich habe das Gefühl, dass wir da schon mitspielen. Auf jeden Fall. Also vor allem gemessen an unserem Wohlstand sind wir extrem unzufrieden. Ich merke es aber auch selber, ich versuche mir das immer abzugewöhnen. Ich merke es selber richtig, wenn ich aus einem geilen Urlaub komme, weil ich dazu neige, dass ich 2 gute Sachen aufzähle und dann aber den Drang habe, irgendwas Negatives aufzuzählen. So, aber war das und das und das und das. Es erzählt sich oft besser. Ja, obwohl ich mir denke, eigentlich waren die meisten Sachen, eigentlich war es 80% oder 90% war positiv. Und da hat man schon oft ich habe die Angewohnheit, dass man sich dann teilweise dann auf die 10% fokussiert. Wenn es aber dann lang her ist, verschwindet das. Dann werden Sachen sehr glorifiziert. Also, ich glaube, es hier unsere Amerika-Urlaube, wobei wir da allgemein selten was Schlechtes Nein, sehen. Also da gibt es ja nichts. Ich meine, das ist ein Sauftrip, da gibt es nur gute Sachen. Ja. Ja, es ist eh heftig. Also man liest ja immer mal wieder in irgendwelche Reels, wird des Öfteren darauf hingewiesen, dass man seinen Körper oder Kopf auch wirklich einfach auf Positivität programmieren kann. Das bedeutet, wenn du jetzt einfach entscheidest, dass du dich darüber nicht aufregst oder dass das gar nicht negativ ist, dann ist es nicht mehr so negativ. Das ist total faszinierend. Eine Kleinigkeit, also auch sich über Dinge aufregen, wie jetzt kommt jemand spät. Jetzt ist die Shake-Maschine gerade nicht an. Ja. Jetzt ist der Pool nicht vorgeheizt. So die Kleinigkeit. Ja, wenn man denkt, Weil ich schon so eine Kaviar an der Stirn habe. Ja, richtig, ja. Wenn du dann sagst, okay, mein Gott. Ja, wir haben das ja früher einmal probiert, so positiv zu sein. Ja, das ist auch anstrengend. Das ist anstrengend, aber es, glaube ich, ist fürs Wohlbefinden eigentlich schon besser. Ich glaube, am meisten Spaß darum macht mir, dass andere provoziert. Ja. Der hier ist ein gutes Beispiel. Er ist ein grundpositiver Mensch, aber das treiben wir ihm schon aus. Ich bin ein Deutscher. Weiß nicht, wo er herkommt. Ja,
Ja, nein, das ist was, wo ich schon in so arme Länder, so in Sri Lanka oder so, oder in Thailand, finde ich, merkst du das schon extrem. Außer es sind viele Russen da, dann nicht. Ja. Dann gebrauchen die Leute. Ja. Aber würde ich halt mit wenig Sachen einfach trotzdem versuchen, positiv zu sein. Oder in Afrika ist ja auch krass. Also die Menschen haben ja alle sehr viel Lebensfreude. Glaubst du, dass diese Negativität ein Wohlstandsproblem ist, dass uns das gut geht und dass man deswegen das Negative sucht, weil man es nicht wahrhaben will? Oder weil man es ein bisschen runterspielen will, dass ja kein anderer denkt, es geht jetzt gut? Ja, ich glaube, das ist ein Grund. Ja. Ich glaube, der Mensch ist auch nicht dafür 100% gemacht, zufrieden zu sein. Nein, das stimmt. Weil ich meine, der Elon Musk kann einfach aufhören, er kann jetzt sein Leben leben und hört aber nicht auf. Stillstand heißt Rückschritt. Genauso wie ganz viel. Also, ich glaube, wenn wir zwar jetzt 1 Million verdienen würden, die zweite, dann darf man sagen, ja, okay, cool, jetzt habe ich 1 Million verdient, jetzt möchte ich aber 10 Millionen verdienen, also du hörst nie auf, bist halt irgendwie durch was Drastischeres in die Schranken gewiesen wärst, sei es jetzt halt irgendein Schicksalsschlag oder Krankheit oder sowas, wo du dann denkst, oh, so cool, die 10 Millionen bringen wir gar nicht so Nein, viel. ich bin jetzt nämlich Endstadium. Ja, schon, ja, und alle meine Freunde sind Aber tot. hier, schau mal. Ja, die Robinson Crusoe hat schon gesagt, der Autor, dass das eigentliche Glück liegt im Mittelstand und das glaube ich auch. Ja. Sind wir natürlich jetzt weit darüber hinaus, ganz gehobener weit. Mittelstand, glaube ich. Ja. Aber das glaube ich, wenn du genauso viel Geld hast, dass die besonderen Dinge noch was Besonderes bleiben, du dir aber trotzdem hin und wieder mal geile Sachen leisten kannst. Ja. Wenn's halt, und dann ist es halt einmal nur die Cessna und nicht die ein anderer Flieger. Ich kenne nur bei Flieger. Boeing, ja. Das ist halt dann nur die Cessna. Ja, ich glaube, ab und zu muss man sich einmal so zurückerinnern an seine Jugend oder so ans junge Erwachsenenalter, weil ich denke mir jetzt, wenn ich sehe, wir haben 312.000 Spotify-Hörer und dann geht es unter 300.000, denke ich mir, super. Boah, ihr Versager. Ja, aber dass wir machen leichter mit den Fans. Ja, was wir mein 18-jähriges Ich ausflippen darf, wenn das wisst, dass ich von Musik lebe, das ist ja geisteskrank oder insgesamt, dass wir zwar zusammenarbeiten Mitte, Anfang 25. Kann man sagen. Ja, da drin zumindest, gell? Ja. Du, ich hab dann kurz einen Bart jetzt gehen locker für 33er durch, wenn man die Drehensäcke noch wegdenkt. Ja, das ist irre, das ist geil, vor allem auch umgeben von Homies und halt Tom und Sabrina. Ja. Das ist schon geil und das wird halt schnell so alltäglich. Und irgendwie dann, schon, aber ich finde, dass wir schon, also wir reden ja schon relativ oft drüber, dass wir da gesegnet sind. Ja. Natürlich haben wir es uns auch erarbeitet, klar, ganz vergessen und ein wahnsinniges Risiko auf uns genommen. Ja. Und aber waren nicht so viel fett, waren ein paar Jahre nicht so fett. Ganz und gar nicht. Aber auch da ist uns richtig gut gegangen. Ja. Ich glaube, dass wir einfach dass wir wirtschaftlich sehr anpassungsfähig sind. Wir haben, hast du Gänsehaut? Ja, was ist denn gleich so ein Tumor? Fuck. Ja, das ist arschwarm hier drin. Okay. Jetzt geht's da hin. Naja, also das ist... das ist weg, an die Hände zumindest. Und die Füße ist noch ein bisschen... Ja, Hummeltitten. Also, wir können aufstehen, wann wir wollen in der Theorie. Wir sind ja trotzdem relativ disziplinierte Menschen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir unseren Tagesplan gut durchziehen. Aber wir kannten morgen jetzt einfach, nein, morgen nicht ganz, aber wir können eigentlich nahezu jeden Tag spontan sagen, du, ich hab jetzt keinen Bock, ich fahre am See, machen wir wann anders. Wenn wir dann vertraglich gebunden sind mit Richtig, Auftritten. Ja. Also auch dann kann man es, da hält man eine Vertragsstrafe. Aber das kannst du als Angestellter also gekämpft. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, wir waren schon immer relativ gut in so, wenn wir uns so Ziele gesetzt haben, also zumindest im Privat nicht sowas Urlaube oder sowas, dass wir da einfach dann das gemacht haben. Also, dass wir es erreicht haben. Einfach gearbeitet und gespart und... Ja. Was mich so fasziniert ist, also denk du jetzt einmal zurück, wann war das, oder kannst du dir an irgendwas erinnern, wo du sagst, das hättest du jetzt gerne, aber du kannst es da ums Verrecken nicht leisten. Das Einzige, was mir einfällt, ist wirklich jetzt akut, sage ich mal, ein Haus. Ja. Ich sage, ich hätte gern ein Haus und das ist halt aktuell hier in der Umgebung nicht so easy. Selbst wenn es finanziell, sage ich mal, relativ leicht ausgeht, ist nicht einmal, du weißt nicht, ob du was findest, was dir auch gefällt. Ja. Aber ansonsten, denk 10, 15 Jahre, denk an die letzten 10, 15 Jahre, keine meiner Entscheidungen habe ich getroffen, weil ich das Geld nicht dafür gehabt habe. Ja. Es war nichts, wo ich nicht machen hätte können, weil kein Geld da ist. Nein, also ich habe mir dann bewusst für manche Sachen, also ich bin halt Schrottkarren gefahren, damit ich halt dann
Geld für meine Urlaube habe. Hätte man aber auch von dem Geld ein schönes Auto kaufen können, wenn das mein Prio gewesen wäre. Also da habe ich halt schon bewusst mich dann entschieden für das, was mir halt wichtiger war. Ja. Aber so habe ich jetzt nicht am Hungertuch genagt. Nein. Na, also. Ja, aber wir haben halt auch mit sehr wenig haushalten können, wenn man mal sagen. Also, naja. Jetzt sparen wir uns halt so viel Geld, weil wir umsonst saufen, aber das ist halt schon geil. Das ist ein Segen, ja. Wie geht ihr mit Hass um? Nein, scheißegal. Also das gibt. Ja. Also Hass ist nur von Leuten, die ich eigentlich selber gern mag, war ein Problem für mich. Ja, also wenn es so unbegründet war. Also Unterstellungen, da mir eher nerven. Also wenn sie mir was vorwerfen, wenn sie sagen, der Euro ist ein dreckiger Nazi. Ja. Und das hält sich das Gerücht. Ja. Dann sage ich, ja und? Ja. Nein, also was hält sich dann ernsthaft, dann habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich glaube, das ist schwer, mit sowas umzugehen. Ja. Weil umso mehr du dich rechtfertigst, desto mehr, glaube ich, bist drin und ja, das bewegt sich schon, gell, solange es ums Ding läuft. Das läuft richtig. Das läuft, rockt es richtig durch. Also ansonsten ist Hass mir scheißegal. Also. Na, klar, wenn du mit dir selber im Reinen bist und das machst, was du machen willst, so was juckt es mir. Also wirklich, klar, ich kriege ja noch nicht so viel Hass ab aktuell, kann glaube ich schon, wenn du jetzt halt nur noch negative Sachen abkriegst, kann es vielleicht sich dann auch mehr auf dein Gemüt auswirken, aber ich glaube, wenn der Inner Circle cool ist, dann glaube ich, hält es da schon relativ viel aus und wir sind ja beide, da jetzt mal sagen, nicht von der weichgespülten Sorte, von dem her. Nein, wie du schon sagst. Kommt's noch? Ja, bitte. Ja. Wie du schon sagst, wenn man mit sich selber im Reinen ist, also wir machen ja alles, was wir machen, bewusst so. Ja. Und auch alles, was ich sage, meine ich so. Ja. Also ich bereue nichts von dem, was ich mache oder sage. Nein, so ist kein Versehen. Weiß ich bin. Der hat so keine Verträge abschließen. Wenn wir uns der Schnabel gewachsen ist. Darf halt keine Verträge abschließen ohne wenn er das Vormund. Ohne meinen Pfleger. Ja, das ist egal. Los Brutalos Favorites, Beleidigung gegen euch. Was war am bescheuertsten? Also das haben wir echt schon ein paar Mal gesagt, wenn jemand sagt, wir reden nicht gescheit Borisch, das ist was, wo mich triggert. Dass ich fett bin. Ja. Bei dir finde ich es lustig, dass der vorgeworfen ist, dass die Stimme nicht tief genug ist. Ja. Stellvertretend für die Anja muss ich sagen, dass ihr da vorgeworfen ist, dass sie so klar ist. Ja. Sie ist, glaube ich, 1,70. Ja. Also so groß wie ich. Ja. Was für eine Frau, finde ich, völlig in Ordnung ist. Ja gut, ich habe mir eigentlich größer vorgestellt, haben sie zu mir auch schon gesagt. Das ist ja auch keine Beleidigung, das ist ja in Ordnung. Gut, im Beidel. Das war sehr lustig. Ja. Er war stark, ja. Ist einer zu mir hergekommen und hat gesagt, hat uns anscheinend vorher nicht kennt und hat gesagt, ja, als ich die im Backstage gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ja, der Körper, der spricht Bände. Aber dass du auf der Bühne so eine Energie hast, das war der Wahnsinn, auch mit der Mimik und allem. Also hat mir jetzt auch nicht, ich fand es nur lustig. Da findet eher die Unverfrorenheit mancher Menschen lustig, aber ich glaube, die checken das ja teilweise gar nicht. Ja. War jetzt kein Gesprächsstart, den ich hätte, aber also, ich habe es auch lustig gefunden. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Harry, sein Bruder, mich mal als anstrengend bezeichnet. Okay. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, ich bin gar nicht so ein anstrengender Mensch. Wenn jemand viel Platz sei, das schon. Ja, vor allem in Verbindung natürlich. Ja, du hast ja wenig Chancen, aber das ist auch besser, weil die anderen sind scheiße unlustig. Ja, was passiert denn dann? Ich kenne ja die Urlaube ohne uns. Ja. Ja, ist nie was Cooles. Nein. 5 Fragen an Los Brudalos. Bist du bereit? Ich bin bereit. Manchmal hört man Namen und weiß ganz genau, was das für eine Person ist und wie sie aussieht. Beschreibt die Person mit folgenden Namen. A Melanie. A Melanie ist meistens ein 6 von 10, kann einmal ein 7 von 10 sein. Ja. Rein äußerlich große Chancen, irgendwie finde ich, dass er aus dem Osten kommt. Ja. Aber definitiv kein Totaulausfall. Melanies haben immer braune Haare. Ja. Es kann kein Melanie mit blonde Haare geben. Also oft hat auch ein Piercing. Das absolut. Und eine Melanie ist auch... Eine Melanie kann viel machen. Also eine Melanie kann am Einzelhandel arbeiten. Punkt. Ja. Aber auch als Bürokauffrau. Ja. Arzthelferin. Arzthelferin und das macht es auch richtig. Also alle Jobs macht es auch gut. Ja. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass ein kleiner Hund hat. Keinen zu großen Hund. Ja. Und ein Freund, der LKW-Fahrer ist. Ja. Das ist eine Melanie. Ja,
Katharina ist eine Frau, die wahrscheinlich oft sehr viel Sport macht, aber so nervige Sportarten wie Radlfahren und auf den Berg gehen und sowas. Ja. Dabei immer so ein dünnes Stirnbandlauf hat, Ja. Salomon-Schuhe und ein T4 fährt, also so Standard-Linkröser, den stellen wir da schon ein bisschen vor bei einer Katharina, bei einer Kathi. Das ist das Problem. Ich finde das Problem, dass eine große, also Kathi ist einer der wenigen Namen oder Katharina, die wirklich in beide Extreme gehen können. Also einmal sehe ich genau diejenige, die du beschrieben hast, vor dir, aber ich sehe halt auch jemanden wie meine Cousine vor mir. Was die Katharina? Die heißt Kathi, ja. Das ist halt eine Vorzeige Münchnerin, würde ich mal sagen. A Munich Basic B. Ja. Ja, Kathi, wenn du das hörst, du bist der Munich Basic B. Ja, also das ist das komplette Gegenteil von dem, was du beschrieben hast. Also, und dann, wenn du die Zarin Katharina anschaust, das hat schon ein paar, vor allem im russischen Bereich, geht es nicht mehr ganz andere. Aber ansonsten gehe ich voll mit dir, also sehe ich schon auch so. Ja. So ein Lingröser Kathi ist sehr eindeutig. Ja, die, wo ihre Kinder viel zu grob anschneidet. Ja, richtig, ja. Die sagen, ja, das passt jetzt schon. Das musst du, dann schiebst du es da halt ab. Ja. Im Winter immer mit dem Reißverschluss das Kinder jetzt wickt. Ja, und es ist Katharina, ist eine Linkröser Katharina, ist eine, die fährt immer los, bevor sie sich anschnallt. Ja. Und beim Fahren machst du zwar auch, aber ja. Ja. Dominik, das finde ich schwierig, kenne ein paar nette, kenne einen richtigen Hurensohn. Ja, den kenne ich auch. Dominik auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen, kein cooler Name. Ja. Mit dem ich mein Kind nicht so nennen. Aber auch kein kompletter Loser-Name. Nein. Dominik sind für mich eigentlich, jetzt spricht unser ehemaliger Schlagzeuger wiederum dagegen, immer so dürre Hunde. Also so einen dicken Dominik sehe ich eigentlich selten, sondern es sind auch oft meistens dunkelhaarig, dünne, schlachsige Leute, die sehr viel essen können, glaube ich, wenn du es nicht zutraust. Die, wo kein richtiges Hobby haben. Ich glaube, Dominiks haben selten ein richtiges Hobby. Ja, stimmt. Sind also eher dann so viel kiffen und Playstation spielen. Ja, und wenn halt Freunde mal was machen, machen sie da mal mit und probieren es einmal aus, aber gehen dann nicht wieder hier. Ja, genau, ja. Schon, ja. Urlaub abwechseln zwischen Malle und Südtirol, und nicht weiter weg. Ja, nein, auf gar keinen Fall weiter weg. Kevin ist langweilig, das ist einfach Kevin so. Der ist schon verbraucht, der Name. Ja. Also da. Ich sehe einen richtig süßen Gitarristen, wenn ich an Kevin denke. Ja. Und einen süßen Grillmeister. Und beide machen rum in meine Gedanken. Also beide sind solide Kevins, die einem Namen nicht gerecht werden. Nein, auf keinen Fall. Welches Hobby oder Interesse würde man von euch nicht erwarten? Würde ich sagen. Also ich glaube dass die Leute allgemein denken, dass wir nur saufen. Ja. Ist auch der Fall. Ja. Aber beim letzten schaut, haben wir schon viel. Also ich glaube, am wenigsten trauen wir uns zu, dass wir so doch ein kleines bisschen PC-Nerds sind. Also nicht so richtig, aber sagst, wir spielen gerne Strategiespiele. Ja. Das könnte man vorstellen. Beim Harry und mir, wir haben einmal Magic gespielt. Das ist, glaube ich, auch was, womit man nicht um 100% rechnet. Kid Rap und die Yu-Gi-Oh! Ja. Aber sind wir jetzt auch nicht mehr so aktiv. Nein. Leider. Ich glaube, wenn man unseren Podcast nicht kennt, glaube ich, darf man auch nicht denken, dass wir so Reisemäuse sind. Also so. Ja, das kann sein. Ja. Stimmt. Ja, eigentlich, wenn wir uns beschreiben müssen, sind wir so zwei ein bisschen zurückbliebene Typen, die den ganzen Tag in den Fischerhütten saufen. Ja. Und dabei geile Songs schreiben. Ja. Ja, wirklich. Und ansonsten halt jegliche sportliche Aktivität wie Tennis und so weiter. Ich glaube, für das, wir die Leute uns singen, lesen wir relativ viel. Ja, stimmt. Also stimmt. Die liest sehr gern. Das ist, treiben wir sicher auch nicht. Nein, ich habe echt viel Bücher, für das wir. Ja, früher halt auch. Kid Rap liest sehr gern Fortbildungsbücher. Ja, also auch Lehrbücher, so auf Scheiße. Da ist er richtig am Start. Klar, ich werde jetzt gerade hart abgelöst von Hörbüchern, weil das ist halt einfach geil, weil du halt nebenbei auch trainieren kannst. Ja. Und ich bin jetzt beim Lied von Feuer und Eis, wollte ich eigentlich schon lange mal lesen, Game of Thrones für die Leute, die es nicht wissen, bei Buch 9. Ich habe jetzt innerhalb von
2 Monate habe ich jetzt 9 Bücher durchgehört. Ja. Eben immer beim Trainieren oder sonst was. Das ist schon, bin ich drin. Jetzt pass auf, kriege jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hate dafür ab, aber ich finde die Bücher nicht so viel stärker wie die Serie und das ist echt selten, Okay. dass ich das sage. Also die Charaktere, die es weggelassen haben in der Serie, im Film, in der Serie, fein nicht wirklich. Und alle wichtigen Ereignisse, die richtig wichtigen Ereignisse sind in der Serie drin. Das ist echt krass. Also, Ja. Shoutout. Ihr könnt jetzt ich probiere es nochmal. Das ist wahrscheinlich die Nachhilfe von der spontanen Gänsehaut. Ihr könnt jetzt magischerweise für 1 Minute etwas sagen, was alle Menschen der Welt hören und verstehen würden. Was würdet ihr sagen? Sauft Schönrahmer-Bier. Ja. Und hört euch heute unseren Song an. Ja. Ich komm heim. Jawohl. Und sorry für das Worten. Ja. Stellt euch das da Kevin-Ding vor. Ja. Das ist echt, geht voll auf uns. Ja. Und erster eine so cool gelaufen. Entschuldigung. Wer kann mehr saufen? Österreicher, Bayern oder Tschechen? Ich glaube, dass jeder in seinem Gebiet ziemlich stark ist. Ich behaupte, mit den Tschechen brauchst du nicht ein Schnapsel anfangen. Ja. Weder der Österreicher noch der Bayer. Ja. Also ich glaube, dass wir Bayern im griebigen Biersaufen schon besser sind wie die Österreicher. Ja. Haben wir jetzt auch bei den Zeitfesten so gemerkt, dass die Österreicher auch schneller auf Schnaps umsteigen wie wir. Ich glaube, dass der Österreicher eine Mischung aus die Bayern und die Tschechen ist. Ja, also rein vom der Trinkgewohnheit auf jeden Fall, ja, weil geht schon schnell zum Skiwasser oder keine Ahnung was, zum Jack Cola. Ja. Und dann, ja. Ich glaube auch, wenn es ums Marathonsaufen geht, da die uns Bayern vielleicht einen knappen Vorsprung geben. Ja. Aber die Österreicher sind richtig starke Kampftrinker. Wie gesagt, die mischen gern, die sind sie nicht zu fein. Nein. Durchzumischen. Also auch schnapstechnisch stellt mir jeder Ösi sofort an den Tisch saufen. Meinst du, ob das aus der Not heraus geboren ist, weil es meiner Meinung nach das österreichische Bier schon schneller ansteht wie das bayerische? Ja. Ja. Also, letztens wieder einer geschrieben, das österreichische Bier ist besser. Das ist halt einfach, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Schwachsinn ist. Ja. Es gibt vielleicht das ein oder andere österreichische Bier, das besser schmeckt wie das Düsseldorfer Alt. Ja. Das ist möglich. Ja. Aber es will mir doch keiner erzählen, dass irgendein österreichisches, vielleicht gibt es eine kleine Brauerei, die so wie die Gallier da irgendwo hinten sind, die mithalten können. Aber das kenne ich dann nicht, das Bier. Und es hat ja scheinbar auch nicht zur großen Weltbekanntheit geschafft. Aber will mir keiner erzählen, dass das besser ist, wie so ein Frischzapfs, Schorramer, Augustiner, die ganzen anderen geilen Brauereien. Du kannst in Bayern fast nichts verkehrt machen. Nein, wenig. Dafür macht es sehr gute Energy Drinks, schau. Das stimmt. Ja. Und, haben wir auch schon oft genug gesagt, die besten verfickten Schnitzel dieser Welt, das können, du kannst in jede scheiß bayerische Wirtschaft gehen und du kriegst ein okayes Schnitzel, aber bei euch kaufe ich so einer Tankstelle und denke mir, wow, ich bin ein Michelin, ich habe so einen Michelin-Stern bei Schnitzel verdient. Ja. Was taten wir unsere gegenseitigen Kinder sagen? So, der ist echt ein Macher, Alter. Ja, schon, ja. Der Papa war ein guter. Ja, stimmt. Nein, ich weiß nicht, wo er ist. Das ist seinem Kind sagen. Ja. Gut, was steht die Woche noch an? Morgen Nürnberg, habe ich schon richtig Bock drauf. Vorgestern dann, ja. Am Freitag halt, ja. Und dann haben wir schon wieder 2 Gigs die Woche. Einmal im Mossspot Festival und einmal in Westendorf. Mittwoch, Donnerstag, ja, wäre geil, ich freue mich drauf. Wird so 2 Auftritte hintereinander haben immer eine besondere Magie, vor allem beide relativ weit weg, oder? Ja. Ist das der eine, der nahe Bodensee ist? Genau, und dann im Allgäu. Und dann fahren wir direkt ins Allgäu. Ja. Wäre geil. 2-mal mit Band. Sprich, 3-mal mit Band jetzt. Also wäre jetzt auch wieder ein bisschen ein Zirkus natürlich. Der Kids Music, also der Max wird safe auch wieder so. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und ansonsten, unser Song kommt raus, Reels drehen wir noch und arbeiten weiter an unserem nächsten Geniestreich, der jetzt dann bald kommt. Der wird fantastisch. Ja, vielen Dank von unserer Seite und dann würde ich sagen, lassen wir die letzten Worte wieder am wunderbaren Harry sprechen. Danke.